In der Unterwelt geht's weiter. Hier bei Zelda Skyward Sword Mode im 6 Herz One. Ja, immer noch. Hallo Freunde, willkommen zurück. Ihr seht schon, wir sind hier im, Tiefgeschoss wohl eher des Tempels und das sieht schon sehr bedrückend aus. Ja, wir sind hier in der Hölle persönlich gelandet. Alter Schweizer Gauder. Jedenfalls egal, wir machen hier weiter im Text natürlich. Also mit Schwimmen, ich hoffe, die Stange funktioniert. Bis jetzt, wow, ja, geht ganz gut. Hilfe. Strom. Oh, Strom schnell. So, jetzt weg hier. Weil da sitzt so ein dämlicher, sitzen ist vielleicht das falsche Wort, aber da läuft so ein dämlicher Bockblin, glaube ich, heißt nicht richtig, Bockblin herum. Ihr seht schon, da glänzt etwas. Und das ist zwar das, was wir brauchen, um hier die Tür aufzumachen. Tja, also, wohl ja das Schloss, genau, ein Schlüssel ist es. Hallo, Kumpel. Wow, Hilfe. Aha, oh, ja, mein Schild, scheiße. Hey, ich block dich ab. Ja. Haha, triffst mich nicht. Natürlich das Problem, wir können ihn zwar irgendwie erwischen, denke ich mal, mit Käfer und Schleuder, aber das Problem ist doch, wie zum Henker bekommen wir seinen Schlüssel? Na, mit der Peitsche natürlich, aber erstmal, wie gesagt, wäre vielleicht noch gut, den ein bisschen zu betäuben, nicht wahr? So, jetzt. Genau, jetzt mal kurz die Schleuder ausgerüstet und, nein! Verdammt! Was seid denn hier? Und wir haben den Schlüssel bekommen. Wieso zum Henker? Der hat gerade nochmal die Schleuder ausgerüstet. Das sprich, das falsche Item. Nein, natürlich. Ja, nicht die Schleuder. So, schnell aufmachen. Moment mal. Eine Peitsche, Schleuder. Jetzt habe ich es wieder. Mann, das hat irgendwie einen Knäuelbegriff im Hirn. Was, Link, das, ja, es sieht schön aus, es ist atemberaubend, es ist finster, das ist mir schon klar, aber hinter dir steht gerade ein Gegner, der dich abschießen will. Vielleicht der falsche Zeitpunkt. Gebieter, ich habe dir das zu berichten. Hinter dir steckt so ein dämlicher Bockblin, der dich abschießen möchte. Ja, ich habe es bereits erwähnt, aber du weißt ja, du kennst ja Link, der hört eh einfach nicht zu. In der Nähe befindet sich eine große Schatztruhe. Also manchmal, hey, Entwickler, wir sehen sie doch. Da glaubt ihr, wir haben Tomaten auf den Augen. Ja, unlogisch, sonst können wir ja Feis Text nicht lesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin der Schlüssel befindet, der das Tor im oberen Teil der Steintour öffnet, beträgt 85%. Mal ganz ehrlich, sind diese Prozentangaben individuell, sprich frei aus dem Stegreif entwickelt worden, oder gibt es da ein System? Weil ganz ehrlich, 85%, wofür sollen 15 sonst sein? Gibt es noch 2 Truhen oder 3 Truhen noch? Woher kommt diese Analyse? Würde ich gerne mal wissen. So. Daneben, boom. So schnell kann es gehen und mein Schild ist im Arsch. Hey, der hat doch die Hälfte der Power. Also, kann ich mich abblocken? Müsste eigentlich gehen, war, aber es ist einfach zu schnell zum Abblocken, beziehungsweise ich bin auch zu dämlich dazu. So, Link noch nicht ganz, wieder hoch, Link! Linky Boy. Gut, das klappt hier unten, oder auch nicht. Link, gehst du bitte mal hoch? Ah, geht doch, ey, so. Wie bereits erwähnt, da ist die Truhe, genau, die zu bekommen wird lustig, das kann ich jetzt schon mal sagen. Jedenfalls geht das noch nicht jetzt, dazu müssen wir erstmal, ich sag mal, die Klospülung aktivieren des Tempels. Ihr glaubt mir nicht? Ja, dann guckt euch das mal an. Eine Klospülung nach oben übrigens. Wäre im Real Life ziemlich unpraktisch, so ein Klo. Also, man kann es schon machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Hallo, schießt jemand auf mich? Nö. Alter, mittlerweile schon Verfolgungswahn. Gibt's ja nicht. So, das wird das Fisch mal. Hallo, Lord Jabu. Sieht dann fast so aus. Naja. So viel dazu. Ich bin heute mal lustig drauf. Das freut mich umso mehr. Euer vermutlich weniger. Also, kommt drauf an. Nicht wahr, wenn die Sprüche stimmen, dann ist er gut. Und ich habe bereits eine erste Speicherstatue. WTF. Wieso schon wieder eine? Muss ich mir Angst machen? Oder muss ich mir Angst machen vor allem? Alter, die Sprüche kommen heute zwar wie geflutscht, aber dafür sind natürlich die Grammatik dahinter einfach nur der letzte Quatsch. Gut, funktioniert alles, das freut mich umso mehr. Und ihr mal die Türe öffnen. Na, guckt euch das mal an. Ja, es geht doch. Jetzt müsst ihr einerseits ist das Richtige, gut. Ja, der kommt wieder, der Piepmatz. Hallo, da oben.
Oder kein Bock, von mir aus. Da komme ich erst später hin, genau, das war ja so, genau, ich erinnere mich wieder, ich glaube zumindest, das war Speichern, das ist auch schön, dann muss ich ja, ich müsste theoretisch links entlang, nur ist hier ein bisschen hoch das Ganze, sprich, wir müssen erst eine Abkürzung machen, übrigens, hier ein Loch da, gut aufpassen, aber beim ersten Mal habe ich ja da dumm und dämlich gesucht, aber ja, beim ersten Mal zocken siehst du sowas auch nicht unbedingt. So, das geht noch nicht hier. Wäre aber vom Vorteil, das gehen würde. Hallo? Wie soll ich das machen? Moment mal, das kann nicht sein. Das geht nicht. Oder geht's doch? Nee, Quatsch mit Soße. Hä? Ich muss die Pflanze umdrehen. Das ist mir bewusst, Freunde. Dann muss ich noch da... Ja, ihr wisst schon. Hallo, Link. Na jetzt. Dann das noch, das ist mir auch klar. Was mir aber nicht ganz klar ist, wie zum Henker. Das folgt später. Hä? Ach so! Hilfe! Ja, man merkt schon, ich war im Urlaub, habe eine Woche lang nicht mehr gezogen, nicht 2 Wochen sogar. Ich hatte auch die Schraube drauf, Mensch. Ah, ich bin manchmal aber auch ein Dummdödel. Dummdödel ist auch so ein Wort. Ich weiß gar nicht, ob das ein schweizerdeutsches Wort ist oder ein hochdeutsches. Ich glaube eher ein hochdeutsches. Das ist eine Spinni. Na, Spinni. Ich will jetzt keine Munition verschwenden. Walalala. So dazu. Nein! Ah, geht doch. Na, hast du noch? Hat's natürlich nicht. Eine Monsterklaue für mich. Nö, wieso auch? Mann, nee, so, Link, hoch mit dir. Gut, danke schön, das klappt ja soweit. Was ich noch gucken wollte, und zwar 3 Fehler, ist doch geil. 15 Bomben auch noch cooler. Und wir gehen hier mal kurz um die Ecke, wollte ich gerade sagen. Ja, Ecke zum einen, aber zum anderen natürlich auch allgemein hier um die Mauer. Ah, es funktioniert! Die Steuerung, sie funktioniert! Jawohl, die Batterie ist noch voll! Das finde ich doch geil! So, Freunde, jetzt hier unten haben wir so ein Problem, nicht wahr? Da ist ja, es ist halt so ein Stück da, wa? Wir müssen darüber. Tja. Wer ist das oder ich? Aber Geronimo! Jetzt natürlich die Frage, was zum Henker hat das bitte schön gebracht? Ich sag mal so, wir kommen hier unten ein bisschen weiter. Weiter. Einmal links. Ah, so. Oh, das sieht weniger gut aus. Nein! Ja, wie gesagt, es sieht weniger gut aus. Gut, Luftblase, da Sie bitte brauchen. Dankeschön. Uah, weg hier. Hab keinen Bock auf Eindringlinge, Besuch, wie auch immer. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich hier, schön. Da hat gerade wieder eine Piranha-Pflanze unterkommen, aber nein, wir hatten Glück. Da kommt die gerade jetzt, Alter. Mann, ey, diese Pflanzen, immer so. Mein Herz, ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. 25 bald, alter Mann, ja. Jo, jetzt hätten wir das gemacht, wofür das gut war. Ich weiß doch auch nicht. Ist doch einfach nur so. Nee, Quatsch war natürlich gut, damit wir hier oben weiterkommen. Sprich nochmal kurz runterspringen. Das war schön, Link, aber unnötig. Kurz auftauchen. Diese Rosenblätter aus dem Weg räumen. Ein bisschen Quatsch moderieren und dann, ja, hier weitermachen. Jo, das war cool. Das dafür weniger, Link, hey. Link, ich freue mich schon auf das nächste Spiel, ey. Dann steuert sich Link ein bisschen besser. Allerdings eine gute Frage. Welches wird das nächste Zelda-Spiel sein? Wird es ein 2D-Spiel sein? Wird es ein 3D-Spiel sein? À la Twilight Princess, Majora's Mask oder aber sogar der Wind Waker. Wobei der Wind Waker will ich noch bis zum HD-Release im September warten. Also sprich bis zum Remake. Ja, Remake im Prinzip. Auf der Wii U dann, September, Oktober soll das erscheinen, 2013, genau.
Aber ich weiß nicht, ob er bis dahin eine Zelda-Pause einlegen soll oder ob er bereits das nächste Zelda-Spiel zocken soll. Ja, da würde mich bereits irgendwie A Link to the Past, Twilight Princess oder aber, habe ich auch schon mal erwähnt, Majora's Mask noch interessieren. Na gut, Majora's Mask und... Toll. Majora's Mask und A Link to the Past werden sowieso Blindspiele. Hallo? Jetzt geht's. Ja, wäre Blind und Twilight Princess würde ich auf der Wii-Version spielen, weil es für mich die erste Twilight Princess-Version überhaupt war. Und ich es persönlich auf die bessere finde. Gut, wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass es halt die erste war, aber mit der Gamecube-Version kann ich nicht so viel anfangen. Weiß auch nicht wieso, aber war einfach so. So, komm runter, Phoenix. So, und... Zakabu! Ich bin ein Phoenix, ich sterbe nie. Man sieht's. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Twilight Princess, Wii-Version, Gamecube-Version, da wurde ich mit der Gamecube-Version nicht so richtig warm, mit der Wii-Version dann schon. Wieso? Keine Ahnung, vielleicht war es einfach so, weil ich, ja, wie gesagt, Gamecube war da halt die Ära, die bereits ein bisschen abgeflacht ist damals noch. Und wie gerade frisch aus dem Haus, das war bereits 2006 noch, Ende 2006, also auch schon 6-7 Jahre her. Und ja, deswegen würde ich halt gerne dann die Wii-Version von Twilight Princess spielen, was glaube ich auch nicht so ein Problem wäre, weil ich habe schon auf YouTube diverse Twilight Princess Let's Plays gesehen und sind ja meistens eine Gamecube-Version. Ja. Hier mal schon Applaus, bitteschön. Plus, Alter! Mann! Immer kurz, Leute, hier stimmt überhaupt nichts mehr. Ja, Kunststück, so, hier runter. Dankeschön, Link. Also manchmal... Ja, die Technik, nicht wahr? So. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Bitte, was soll das? Na klar, vorbeigeflogen. Komm schon. Gut, dann erledigt. Nur weil ich Munition sparen will, ich bin noch ein Vollhirsch. Den unten sehe ich sowieso nicht. Wobei, der muss ich sogar so annehmen. Scheiße, wieder mal alles an. Wieder mal alles verpeilt hier. Kann kaum steuern wegen der Motion Plus. Wow. Na klar. Käferlein, flieg und sieg. Also kommen schon Leute, bei Pokémon wirkt es auch immer Wunder, also muss es jetzt hier auch funktionieren. Oh, voll das Turbo-Tempo. Wenn wir schon mal bei Pokémon sind. Gut, was war jetzt eigentlich noch? Genau, Majora's Mask, Link to the Past, wenn wie gesagt Blindspiele. Ja, denke ich mal, dürfte sicher noch lustig werden. Mal gucken, nicht wahr? Kann ich mich hier eigentlich fallen lassen oder ist es eher schlecht? Nee, das geht. War jetzt nicht hier eine Truhe? So, stimmt das auch wieder? Eine Truhe, da war doch eine Truhe. Glaube ich zumindest. Mich zu erinnern. Und ich erinnere mich ja immer richtig. Wieso ich so spreche? Um halt dem Ganzen einen besseren Effekt zu verteilen, was im Nachhinein ziemlicher Bullshit ist. Ah, eine Truhe, eine kleine, mit 20 Rubels, wenn ich mal bitten darf. Ja, geht doch. So. Ja, wie gesagt, Leute, um wieder aufs Ursprungsthema zurückzukommen, könnt ihr mal überlegen, was ihr lieber wollt, ob ich, wie gesagt, jetzt nach Skyward Sword noch irgendwie ein anderes Zelda-Let's Play, ein anderes Zelda-Spiel Let's Playen soll, bis dann Twilight Princess erscheint. Ich weiß, muss ich halt leider halten, wegen der Ausdauer. So, jetzt geht's wieder. Ja, bis zum Release von The Wind Waker halt ein anderes Zelda-Spiel Let's Playen soll. Oder aber wir uns ein bisschen gedulden. Scheiße, das geht gar nicht. Ich muss hier oben kurz einen Zwischenhalt machen. Oder aber wir mit Zelda nach Skyward so eine kleine Pause machen und erst dann mit The Wind Waker wieder weitermachen. Ich persönlich wäre zwar eher für Twilight Princess, würde ich gerne mal zu 100% noch durchspielen, aber das letzte Wort hat wie immer ihr in dieser Angelegenheit. Link, bitte runter. So, und... Ich denke mal bis und mit, ja, Juli, August, gut, Juli ist sowieso dann mein 2-jähriges Jubiläum hier als Let's Player. Aber ich denke mal, bis dahin dürfte das hier mit Skyward Sword vor allem das Let's Collect dann auch hinsichtlich den ganzen Herzteilen etc. dürfte bis dahin auch fertig sein, weil es ein Herzteil und so und
Der Boss warst gegen alle 11, nee, 13 Bosse sind es bei Skyward Sword. Heldenmodus. Gegen alle 13 Bosse dürfte eigentlich auch relativ easy sein. Also jetzt von der Zeit her. Hopp. Hallo. Runter, Link. Geht doch. Und jetzt geht der auch nach unten. War jetzt das klug? Das war, glaube ich, dämlich, weil ich muss ja dahin. Boom, und die Schatztruhe ist im Arsch. Tja, so viel dazu. War ja clever. Ne, ich muss sogar runter. Weil, wie war jetzt das schon wieder? Muss ich jetzt da lang, dann da und dann da wieder hoch und, ja, ich glaube sogar, also da wieder hoch und dann da und da und alles mögliche. So, Leute, es wird Zeit für den Abgrund. Ja, nicht so ein Abgrund. Wow, weg da. Mir fällt gerade etwas auf. Bald ist der Part zu Ende. Ich habe immer noch alle 6 Herzen. Wow! Hammer! Hat er schon lange nicht mehr. Ja. Lieber nicht zu früh beschreien, nicht wahr? Wow, wow, wow. Wow, das war knapp. Mal kurz abspeichern. Wegen 6 Herzen. Ja. Sehr schön. Erfolgreich. Gibt es eigentlich auch die Meldung nicht erfolgreich? Das wäre mal was. So, das Ganze ein bisschen den Kopf kürzer, glaube ich mal. Oder zumindest ist der Hals jetzt weg. Und wir können hier direkt nach oben, was natürlich nichts bringt. Auch wenn jetzt das Teil, auch angenommen, wir hätten jetzt den Schlüssel bereits, den Master Key für da oben. Es würde nichts bringen, weil das Ganze noch ein bisschen zu kurz geraten ist. Das können wir ganz schnell ändern. Wow. Nö, ich muss runter. Wow. So, kommst du nochmal? Na, Grievous Tension am Verschnitt? Nö, er will nicht mehr. Schön, richtig schön. Und wir sind hier im Untergrund und guckt euch mal die Scheiße an. Das sind Untote. Ja, leck me away. Ohne Witz, sind echt Untote. Und diese Untote sind ziemlich lästig. Ich probiere mal kurz was. Das müsste funktionieren. Ich glaube, so war es sogar. Ja. Genau, die kann man doch, glaube ich, nur... Wow, genau, man kann es nur mit dem Fangstoß killen. Wow, aber sie ziehen einen Herzen ab. Doch nicht, die haben noch alle 6. Was zum Henker... Ja, die sich schnell wieder auf. So, da wäre ein weiterer erledigt. Und von denen könnt ihr noch sogenannte Finsterkristalle erwerben. Also sprich die hier. Was sind sie jetzt? Die hier. Von denen können... Also Finster, Schattenkristalle. Ja, von mir aus hat Schattenkristalle. Von denen bekommt ihr diese hier. Na, wollt ihr frisches Fleisch? Kommt doch. Ja, wir kriegen dich. Dafür ja weniger. Mann, ich will mal 2 auf einmal erstechen. Geht aber auch nicht. Das Ganze hier mit den Untoten erledigen geht später noch ein bisschen besser. Die müssen nicht unbedingt immer so erstechen. Und dann geht es jetzt auch schon besser. Ich glaube, wir müssen oft genug drauf stechen. Dann müsst ihr auch mit der Zeit von selber verschwinden. Verdammt, aber echt viel. Na, kommst du nochmal? Ich bin nochmal da. Wow! Mein Kopf ist noch da. Die gehen nicht mehr. Die kommen immer wieder. Ich hasse Zombies. So. Was willst du jetzt noch? Mann, ab in die Brühe mit dir. Spüre mein heiliges Schwert. So, der kommt nicht wieder. Oje, oje. So, das hätten wir jetzt erledigt. Der kommt echt nicht mehr. Ja, der kommt wieder. Na, okay. Scheiße, aber das hat mich nicht bekommen. Naja. Die anderen haben ja auch nichts gedroppt. Achso, das war sein Schädel. Ich dachte gerade, was kommt jetzt das da aus dem See geflutscht? Oh mein Gott, hey, ihr seht echt im Untotenreich gelandet, wie es aussieht. Boom, boom, bam, 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 hulu, richtiges Mobbing hier. Aber hasst dich doch Mobbing! Heya! Heya, heya, ho, ho, ho. Ja, seht schon, finde ich wirklich eine Herausforderung, aber ziemlich nervig! Ein Fangschuss ist echt geil. Hey, ich wünschte, den gäbe es bereits bei Ocarina of Time, aber der wurde ja erst bei
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da wurde erst bald Wind Waker eingeführt. Und natürlich dann mit Twilight Princess, mit den ganzen okkulten Künsten. Ich weiß, ich brauche jetzt ein bisschen für diejenigen, die es noch nicht kennen, aber bei Twilight Princess wird das Ganze ja dann noch ein bisschen ja, weiter ausgeführt. Ach du Scheiße, da kommt sogar die teuflische Suppe höchstpersönlich raus. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Wow, Feuerfledermäuse, Feuer, Feuer, ich hasse Feuer. Kommt auch noch ein paar. Oh, das ist also verzogen. Zack, wo sind die nächsten? Und 1 und 2. Aber dazu, und hier haben wir eine Wand der Göttin, schon wieder, oder? Nee, kann nicht sein, ich hatte hier schon eine. Tatsächlich, eine Wand der Göttin. Ich habe noch alle 3 Feen, scheiße, mache ich jetzt. Neues Symbol, wie sieht's aus? Zu Ende der Folge hin noch ein neues Symbol, das wäre noch ganz cool, und zwar... Ich habe eine Idee, Und zwar etwas, was man abgesehen von Feen immer sehr gut gebrauchen kann, Freunde. Ich muss mal kurz überlegen, wie war das jetzt bei Skyward so das Symbol dazu? Müsste, glaube ich, so gewesen sein. Yep, Rubine! Wir kriegen Rubine! Sind zwar relativ wenige, normalerweise kriegen wir da auch ein paar 20er mit, aber Kleinvieh macht auch Mist. So, Freunde, und da sind wir jetzt... Oh, hier ist eine Bombe. Coole Bombe. Schöne Bombe. Das sind wir 20, wir haben das Maximum erreicht. Das steht jetzt hier. Trifft die in den Augen verborgenen Juwelen. Der Mund schließt sich, der Fluss wird gestoppt. Augen verborgene Juwelen? Was soll der Scheiß? Und was es zu bedeuten hat, Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge hier bei Skyward Sword Hero Mode im 6 Herz One. Die ganze Folge über keinen einzigen Schaden abgekriegt. Alle 6 Herzen behalten. Alle 3 fehlen noch. Ich bin einfach nur ein Profi. Ja, in meiner Fantasie vor allem. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Link, sagt tschüss. Link? Link. Alter, ich muss die Folge beenden. Bin schon 2 Minuten drüber. Ist die Bombe so interessant? Ja, ich will sie in die Luft sprengen, ich will sie. Oh Mann, Link und Bomben. Keine gute Mischung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.